Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir reagieren heute auf bekannt als der beste Döner der Schweiz mit Milo Romani von The One and Only Holle. Holle war in der Schweiz bei Milo und wir gucken jetzt uns an, dass der beste Döner ist. Wir waren beide schon bei diesem Döner und wir können beide sagen, wirklich ein sehr, sehr geiler Döner ist. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute aus der Schweiz in Zürich. Heute ist ein epischer Tag. Wir werden heute, ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Ey Digga, wie kann man so vloggen? Alleine am Flughafen, hier überall Menschen. Der hat keine Angst vor gar nichts. Das ist wirklich gar keine, der hat gar keine. Den als besten Döner der Schweiz gehandelten Döner, egal ob ich es jetzt falsch gesagt habe, den Okay, vorab jetzt mal ganz kurz. Der Döner, den er testet, würde ich sogar sagen, dass es wirklich der beste Döner der Schweiz ist. Also ist nicht vergleichbar. Ja. Alles selbst gemacht, so von A bis Z. Und Milo hat uns den gezeigt vor 4 Jahren oder so. Keine Ahnung, an dem er gesagt, ja, das ist der beste Döner. Und ich dachte immer so, ja, ist so ein Witz, der ist schon gut, aber ich habe wirklich bis jetzt noch keinen besseren Döner gegessen in der Schweiz. Außer Bahnhöfle. Er hat uns mal einen gezeigt, aber der war komplett trash. heute testen nicht nur in Österreich, fährt nicht nur in Deutschland ein paar Kandidaten, gelten als beste Döner, auch in der Schweiz natürlich. Das checken wir heute ab. Wir treffen uns mit Maelo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist ein Schweizer YouTuber, der schwört darauf. Der legt seine Hand ins Feuer, dass das der beste Döner hier ist in der Schweiz. Hab ein Brot schon gesehen. Oh, da kommt schon was Digga. an. Ich erwarte viel. Wir sehen uns gleich da, ein paar Bilder noch vom Weg und dann ja, viel Spaß beim Video. Oh, ich weiß ganz genau, wo das ist. Ich weiß ganz genau, wo diese Strecke ist. Hier Zürich, Richtung Olten. Weißt du wo? Ja. Ich bin schon 1000-mal hier durchgefahren. Olten, Bro. Olten, Bern! Bern, Bro. Das ist die Hauptstadt. Bern, Bro! Bundeshus! Bern, Bro. Geil! Freiburg. Geile Taube. Achtung, jetzt ist Milo irgendwo hier. Wo ist er? Malu! Mayo. Schweiz, krank schön. Auch eine kleine Der filmt das hässlichste Haus. Oh, krank schön. Sightseeing-Tour gefällig, oder was? You know, I don't even really know where to begin. Paul der Große. Das Gebäude hat Paul der Große errichtet. So, auf Fake-Basis tue ich mal jetzt. Milo, Digga, ja! Ey, das ist so random, dass Milo mit Holle Kontakt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist, aber geil. Guckt ihn euch an, Milo. So, als wenn ich hier ankomme. Moin, Meister. Grüß dich, grüß dich. Grüß dich. Moin, Milo. Danke für die Einladung. Moin, Ey, das ist irgendwie so ein Videos He made it Moment. sympathisch. Irgendwie, keine Ahnung. Wir kennen Milo beide schon so lange und jetzt ist das Video und wir waren hier überall schon. Ich habe mich jetzt doch mal ein paar Sachen und dann sag ich In mir die Schweiz? Ja, sehr, sehr gerne. Der Kollege hat einen Short damals gemacht oder ein Reel oder so, hat mich verlinkt und hat den Döner gezeigt und gesagt, wo seid ihr Deutschen? Und ich finde, es ist wirklich einer der besten Döner. Ich habe auch schon ein paar in Deutschland getestet, aber der ist wirklich sehr, sehr nice. Ist krank, ne? Wirklich, ist sehr, sehr nice. Aber natürlich, du bist der G im Business. Danke, Brudi. Du kennst alle Döner, also ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wir werden da rein, ich habe eben zu unter... Boah, Digga, ich hab so Bock, dass Monten so darauf reagiert. Weil, kennt ihr die Story? Digga, wo war das? Wo war diese Story mit Monte und Milo? Das war, oh mein Gott, das war beim Event. Wo ihn nicht gekannt Ja. Monte hat mal auf ein Video von Milo reagiert, vor so 2, 3 Jahren. Und dann ging Milo bei einem Event zu Monte hin und hat gesagt, ey Monte, kennst du mich noch? Und er kannte ihn einfach nicht mehr. Und das war irgendwie funny, weil... Aber jetzt habe ich Bock, dass Monte darauf reagiert. War doch auch im Hugo-Video. Stimmt, das war auch im Hugo-Video, ja. Schon unter 4 Augen mit ihm geschnackt. Normalerweise würde ich jetzt noch einen anderen Move bringen, aber den lasse ich sein. Er wird gehandelt als der Beste in der Schweiz. Ja. Und das werden wir jetzt testen. Kranke Bilder auf jeden Fall schon. Und ja, dann lass uns doch direkt mal reinsteppen, ne? Yes, let's go. Let's go. Abfahrt. Was hättest du sonst noch gemacht? Ich teste immer noch mal Nacken. Versuch mal deinen Nacken anzusteuern. Wie kann ich ansteuern? Ja, so. Versuch dich nur auf den Nacken zu konzentrieren und zu schauen, dass du dich ich will gar nicht wissen. Okay, aber nicht auf den Kopf konzentrieren jetzt. Okay, scheiß Du drauf. wolltest wissen, ich war höflich in der Schweiz. Er war höflich und hat alles verspielt, ganz ehrlich. Mir scheißegal, was für ein Rating jetzt kommt. Was sagst du, Maelo, hier ist die Sprachgrenze, ist hier? Genau, ja, diese Stadt, die heißt Freiburg. Und jetzt fragt ihr euch, in Deutschland gibt es auch einen Freiburg. Ja. Hier ist gerade die Sprachgrenze und es ist Freiburg, Fribourg. Beides okay. Und ich habe mich schon gewundert,
Ah, okay. Warum die eben Französisch mit dir sprechen. Und die können ja dann teilweise auch nicht Englisch richtig, ne? Ja, kannst du gut Französisch? Nee, und Englisch auch schlecht. Ja, und der war Katastrophe eben, aber egal. Ich habe trotzdem gewechselt. Ich habe einfach Ja gesagt. Mit allem, was er gesagt hat. Maelo hat mir eben noch mal bestätigt, also es gibt ja kein richtiges Ranking, jetzt kein YouTuber oder generell irgendwelche Zeitungen oder sonst was, die ein Ranking rausgeben in der Schweiz für Döner, ne? Ja, gibt es das in Deutschland? Gibt es eine Zeitung, die ein Ranking macht von Dönern oder was? Finde ich schade. Ich glaube, das muss ich einführen. Also definitiv an alle Schweizer Zuschauer Abo reinknallen und den Daumen oben knallen lassen. Mal gucken, ob ich dann öfter hier bin. Aber man könnte sagen, das hat Maelo mir eben bestätigt, es wird schon gehandelt als der beste Döner der Schweiz. Und da gehen wir heute ran. Vielleicht Deutschland schwerer Vergleich, aber zumindest der Schweiz. Und das werden wir jetzt gleich überprüfen. Ich bin mega gespannt, Diggi. Die sprechen aber Deutsch jetzt oder ist die Französisch? Ich finde, dieser Döner kann mithalten mit einem deutschen Döner. Aber das Ding ist so ein bisschen, irgendwie so, alle Leute haben so ein bisschen eine andere Vorstellung von dem Döner. Was hast du für eine Vorstellung von dem Döner? Digga, einfach guter Geschmack, hä? Nee, ich meine, es gibt Leute, die finden es richtig geil, wenn das Fleisch so richtig geil ist. Ja. Und also Fleisch das, ist bei mir schon das so Brot geil. 1. Ja, aber zum Beispiel bei mir, der Ferhat-Döner in Wien, den fand ich nicht so geil. Weil der hat nichts mehr. Ein Döner muss für mich immer noch so nach Döner schmecken, dumm gesagt. Also es soll nicht so ein Steak-Sandwich sein. Ja, oder so wie soll ich sagen, so wie zu Salat basiert. Das Ja, ist ja, so, voll. So dominiert. Und dieser Döner dort ist halt einfach gut, aber schmeckt auch noch einfach so nach einem Döner. Und ist Ja. jetzt nicht irgendwie so, weil Ferhat-Döner schmeckt wirklich, ihr müsst euch vorstellen, man nimmt so ein luftiges Brot, macht einfach so Steakscheiben rein, bisschen Salat und das hat halt gar nichts mehr mit dem Döner zu tun, so vom Geschmack her so. Ich find's geil, wenn es so Cocktailsoße drauf hat, Joghurtsauce und sonst ist ein bisschen zu fancy für mich. Französische Seite. Er spricht so ein bisschen beides. Okay. Also er kann so ein bisschen beides, ja. Okay, geil. Hat er Angestellte da oder was? Ja, ja. Ja? 2 Angestellte, ja. Was für eine dumme Frage. Ich meine Frauen. Er hat Frauen da auch, ne? Er hat Frauen da, ja. Was? Ist das gut oder schlecht? Ist gut. Gut, oder? Ja, Frauen sollen alles machen dürfen, finde ich. Ja, klar. Findest du auch? Safe, ja. Sie sind auch gute Dönermacherinnen. Sind die gut, machen mit Liebe, ne? Viel Liebe, ja. Würdest du die These aufstellen, dass eine Frau rein potenziell den Döner mit mehr Liebe machen kann als ein Mann? 100%ig. Ja? Ich würde sagen, ja. Mit den kleinen, zarten Fingern. Ja, vielleicht nicht den Döner schneiden, aber dann zusammenstellen. Ich glaube auch Teamwork. Teamwork. Glaub, Und danach noch eine schöne Cockmassage, weil eine schöne Thai-Massage hier. Ah, nee, Thai-Food ist das. Massage machen wir nachher. Massage. Parfait au maison. Parfait maison. 83, oder? 83. Boah, guckt euch den Brei an hier. Da ist er. Erster Eindruck. Sieht geil aus. Man hat auch gesehen, gerade frisches Brot. Ich weiß nicht, was hier da drauf steht, ob das wird Eier-Milchmix vielleicht oder auf jeden Fall glasieren die. Ich nenne es mal glasieren, das Brot. Oh, ich sehe das gerade auch schon. Das kommt schön braun da raus. Siehst du das? Oh, geil. Und Bin gespannt. stecken die auch hinten den Spieß selber oder wie machen das? Soweit ich weiß, hat er den Spieß immer selber gesteckt. Jetzt lässt er ihn stecken, aber Von einer Frau. er hat eigene Gewürzmischung und isst Kalb und Hähnchen. Kalb und Hähnchen. Digga, wieso weiß Milo das alles? Digga, der ist jeden Tag dort. Ja, aber ich wusste nicht, dass er den so gut kennt. Gemischt. Ja. Oha. Oha. Hi, mein Lieber. Gut, danke dir. The Legend, the Man, der ist jedes Mal da, wenn wir dort essen gehen. Auch? Das freut mich. Dankeschön. Das Fleisch finde ich richtig geil da. Das ist wirklich richtig geil. Es ist Hähnchen und Kalb, ne? Wie viel Prozent Hähnchen? Mir ist es erst jetzt aufgefallen, dass es Hähnchen und Kalb gemischt ist, aber ist eigentlich voll geil. Kenne ich gar nicht von irgendwo sonst. 8,50. Ui. Macht ihr selber den Spieß oder bestellt ihr den Spieß? Fleisch. Ja? Diese Fleisch, eine Kollege Boucher. Boucher, on dit comment? Metzger. Ein Metzger, ein befreundeter Metzger. Là, c'est l'avion. L'avion, elle vient après une semaine, on nettoie les nerfs. Ich glaube, er lässt es eine Woche lang stehen oder beziehungsweise so ziehen und dann Eine werden die Woche lässt Nerven er- abgeschnitten und. Ah, legt ihr ein. Einlegen, genau. marinieren. Ah. 20 Stunden Gemüse bleiben, nachher so. Ja. Nachher. Eine Woche lang lässt ihr marinieren. Ins Men. Non, 24. Ein Tag. Ein Tag. Ja. Okay. Nach Familienrezept. On va dire ça, pas 100%. De maman. Parce que si la maman elle fait, c'est encore meilleur. Deine Mama? Ja. Ah, hallo. Und Schwester? Nein? Ah. Digga. Schmeckt nach der Schweiz. Schmeckt aber echt gut. Spezialnote. Kein Scheiß.
Boah. Aber das Fleisch muss immer so geil, so ein bisschen angebrannt, finde ich geil. Also nicht schwarz, aber es ist schon... so knusprig. Ja, schon crispy. Ja. Brot auch mies geil dort. Das ist geil, das ist eigentlich eine Pizza. Sieht aus wie so ein selbstgemachter Pizzaburger. Kennst du die noch? Was? Pizzaburger? Kennst Ja. du die noch von früher? Aber ich fand die hässlich. Hast du die mal gekauft? Ja. Ich durfte die nie haben, Ja? ich war noch klein. Hast du noch nie einen gegessen? Nee. Der war richtig hässlich. gibt's Ey, auch Chat, nicht mehr. könnt ihr mal ganz kurz zustimmen? Ich habe mit Milo im Podcast darüber geredet, über den Pizzaburger. Und ich bin der Meinung, der Pizzaburger war mies hässlich. Also der war alles andere als geil. Der war trocken. Du hattest noch nie einen, Digga. Der ist auch jung. Hattest du diese Schokopizza von Dr. Oetker? Nee, die hatte ich nicht. Ja, Digga, zum Glück nicht. Kenne die nicht mehr. The fuck? Batz, Soße drauf. Ey, das Fleisch da ist so fucking geil. Übel. Ja, oh, auf den hätte ich jetzt Bock. Waren wir mit dir mal essen da? Nee, es war nicht mit dir, oder? Nee, das war mit Nicola Probst. Ah, stimmt. Findest du geil? Ja, sieht heftig aus. geil. Was mich irritiert, sage ich auch, werde ich auch den sagen, will ich frisches Fleisch haben. Die haben diesen Wärmebehälter. Den gibt es bei uns in Deutschland ja gar nicht. Gibt's gar nicht? Nee, gar nicht. Also vielleicht einmal gesehen. Okay, weiß krass. ich nicht mal. Okay. Nehmen wir frisch. Ich verstehe nicht, wie sich sowas durchsetzen kann. Der Wärmebehälter gibt es in der Schweiz überall. Überall, ja. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil du schneidest halt das Fleisch und anstatt dass es einfach dort drunter liegt, machst du es halt in den Wärmebehälter rein. Ja. Das spielt ja keine Rolle, ob jetzt es dort liegt oder in einem Wärmebehälter. Ich So. finde das übelst normal. Ich auch. Es ist ja dann warm. Ja. Aber egal, macht nichts. Was auch geil ist, wenn das Brot aus dem Ofen kommt, ihr habt gesehen, das ist so richtig schwarz, das Brot. Also richtig, das kommt in die Luft, diese Röstung. Das ist so geil. wie bei der Pizza aus, wenn man es kennt, neapolitanische Genau, Pizza. ja. Da sind ja auch diese Blasen, diese schwarzen Blasen. Das hast du hier auch ganz, ganz eigener Geruch, eigenes Feeling hier. Das ist hier so heiß, ich schwitze oder dieser... Es ist gottlos. Ja, das ist heftig. Aber da frage ich mich, vielleicht kannst du mir das sagen, ne? Ja. Wie kommt man auf die Idee, das in diesen Wärmebehälter zu machen? Es ist Digga. doch klar, dass das nicht mehr so geil schmeckt. Dass das dann weniger nice ist. Ja klar, ich weiß es nicht, weil Na, finde ich nicht. Es ist für, Digga, actually genau, vielleicht weniger warm oder weniger knusprig, aber Digga. Ja, okay, weniger knusprig. Aber ist ja nicht so, dass die diesen Behälter komplett füllen. Und den ganzen Tag so stehen lassen. Ja, ja. Das ist immer so, nur so frisch, einfach so ein Batch so. Ja, die schneiden das halt und machen es dann halt direkt in den Wärmebehälter Ja. rein. So, ne? Okay, kann schon sein, dass wenn du Döner essen gehst zu einer Zeit, wo es nicht so viele Leute da sind, dass es dann vielleicht ein bisschen drin liegt. Aber ich finde, dass es jetzt dem Geschmack auch nicht so viel wegnimmt. in der Schweiz, ich sehe das überall eigentlich. Überall, ne? Schmeckt schon sehr geil. Oha, geil. Sehr, sehr geil. Ja, wird auch, ich kenne diese Döner mit gewissen Kräutern arbeiten. Ich weiß nicht, was das jetzt für welche sind. Also in die Richtung Oregano, Thymian und so. Kenne ich Döner von, gefallen mir sehr gut. Aber frisch wird trotzdem besser sein. Also wenn er nicht machen will, Ich frage ihn nochmal. okay. Mal schauen. Alles klar. Direkt die Mascha. Ja, okay. Aperitif. Ich probiere gerne. Er sagt kleiner Aperitif. Sehr frisch, sehr geil, Mann. Den Was ist das? Ist es Lakmachun? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ist es Lamajun? Nee, ne? kommt direkt aus dem Ofen. Und auch hauchdünn, so wie ein Flammkuchen. Lamajun, Hast doch. du auch noch nicht gegessen. Schmeckt heftig, ne? Delicious. Very delicious. Du kannst dir sagen, eine der besten, die ich je im Leben gegessen habe. Very delicious. Geile Musik auch. No Copyright. Ja. Boah. So muss ein geiler Burger aussehen, Digga. Burger? Döner. 21,93, so. Ja. 39. Schon, ich sag mal so, schon eher teuer. Inhalt? Nee, das sieht nur so aus, du kannst ihn schon nehmen und noch so ein bisschen zusammendrücken. Aber 21,93 ist auch wegen dem Pommes, ne? Ja. Und vielleicht Das Getränk. ist eine Eskalation, die. Oh, Digga, ein Riesending. Ja, schön dunkel. Leider das hier nicht ganz so dunkel Ui. wie ein, zwei andere, aber schmeckt mal direkt rein hier. Also auch eben das Fleisch. Ich weiß nicht, ob er es nochmal nachgewürzt hat. Mit dem Pulled Biber oder wie das heißt. Der Bissen eben hat mich komplett abgeholt vom Fleisch.
Ja. Oh. Gönn. Bitte Diese gönn. Art von Brot hau ich gerne in die Kategorie, das sage ich immer, da ist so ein bisschen wie Baguette. Hast ja jetzt hier aus dem französischen Bereich, ne? Baguette von außen richtig hart wie der Boden beim Baguette, wisst ihr? Nur auch oben die Kruste und innen trotzdem so ein leicht zähen Biss, aber geil zäh. Also im positiven Sinne. Brot ist Welt, Soßenwelt, Fleisch sehr, sehr lecker. Wirklich? Ja, ich Boah, schwör's Digga, sehr, sehr geil, freue mich mega. Milo, sein Leben ist davon, das hing davon ab, was die Meinung von Holle zu diesem Döner ist. Wenn jetzt hier Holle gesagt hätte, dieser Döner ist nicht gut, Milo wäre so gebrochen gewesen. Ja. Weil ich weiß nicht, egal wo wir sind in der Schweiz, Milo sagt, ja, 8 in Freiburg ist ein guter Döner. Und er wohnt nicht mehr in Freiburg. Der fährt extra sogar zurück, um dort Döner zu essen. Ordentlichen Oschi hat er auch geliefert, ne? Der hat schon echt was Besonderes, der Döner. Viele Produkte ähneln sich einfach zu sehr. Da ist nicht so die eigene Handschrift zu erkennen. Bei dem Döner komplett eigene Handschrift. Hat wirklich ultra stark. Ich glaube, ohne Soßen keine Chance. Weil dafür wäre dann das Brot, da passt das nicht zu. Das wäre dann Zu einfach hart, ja, vielleicht, ja. Ohne Soßen wäre das Brot zu hart. Ach so, weil es weicher wird. Ja. Aber ich finde, Soße muss in den Döner rein. Außer du machst wirklich so einen klassischen türkischen Döner, so auf traditionelle Art. Ja. Das snackt mich gerade zum Königsbiss vor. Das muss natürlich auch noch geprüft werden. Der letzte Biss oder der unterste Biss ist dort. Manchmal noch fällt die Entscheidung. Und da kann sich ein Döner noch mal richtig Wieso hat der nix mehr und Milo hat fast alles? Der hat dann einfach aufgesnackt, ne? raushauen. Oder halt richtig in die Scheiße hauen. Ah, wirklich? Der Königs. Ja, aber für Milo ist auch dieser Döner so groß im Vergleich. Checkst du? Weil er so klein ist. Ja, weil er so klein ist. Ja. Checkst du? Ja, ich Also vom... Ich weiß von Größe Ja, her so. weil er so klein ist. Proportionen. So! Mach an. Du bist hier dreckig. Der sollte krass sein. Wenn er nicht krass ist, bleibt der Döner so wie vorher. Aber er kann halt auch einfach enttäuschend trist sein, sag ich mal. Kannst auch mal einen Punkt abzugeben natürlich. Ein Döner ist eine Etappe, ist eine Reise. Nein, eine Reise. Ich sag gerade schon zu Maelo, ich werde jetzt 2 Minuten machen. Da darfst du mich auch wirklich, das sag ich zu allen, nicht ansprechen. Okay, ja, mache ich, ja. Und ich muss auch wissen, du wirst mich nicht ansprechen. Weil wenn ich schon denke, du sprichst mich an, kann ich nicht mehr denken. Ich spreche dich nicht an. Oder kannst du dich in die Richtung drehen, so lange einfach? In die Richtung? Ja. Soll ich noch die Hose ausziehen? Nein, alles gut. So, ich denke kurz, scheiße, ich lass kurz an. Digga, er zieht's wirklich durch. Oh mein Gott, wie unangenehm in echt. Imagine, er sagt das und Maelo denkt sich so, ja, guter Witz. Und dann sitzt er wirklich hier, 2 Minuten und zieht das durch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mein Tipp ist, ich glaube, er findet ihn gut, aber er findet ihn jetzt nicht so Crazy geil. Also erstmal vielen Dank fürs Vorstellen des Döners. Warte, ich muss dich hängen lassen. Kein Problem. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch sehr, schon mal, sehr bevor ich es vergesse, gern beim Maeo in der Beschreibung werde ich die verlinken. Gerne reingucken, mal schauen, was der Bre für Content bringt. Ja, okay. Also zur Bewertung gehen. Erstmal an alle Schweizer, stabiles Produkt. Ich muss gerade furzen, deshalb Furzen jetzt? Ja. Ist gottlos. kann ich nicht machen, ne? Doch, kannst du machen. Hört man nicht. Also nochmal jetzt Konzentration. Für die meine Videos vielleicht auch jetzt Das muss so unangenehm gewesen sein. Ich hab für Milo. Hört man eh nicht. erst entdecken, weil ich mal in der Schweiz ein Video mache. Hab so ein Selfmade-Ranking und ein, sage ich mal, nicht Selfmade-Ranking. Selfmade ist für mich, wenn ich sehe, hinten in der Küche, die stecken den Fleischspieß selber. Und da ist das für mich im Laden alles selbst gemacht. Ja. Und sonst nicht, weil mir haben schon viele Leute irgendwas erzählt. Das kann ich in erster Linie nicht glauben. Wurde in der Hinsicht Fleisch auch irgendwo bestätigt. Kriegt von mir, ich sag jetzt mal so, Ja, okay. Du machst spannend, Digga. Der Döner hat heftige Impulse gehabt. Dieses Brot noch nie so gehabt im Döner. Geiler erster Eindruck vom Fleisch. Geile Soßen. Wirklich ganz, ganz Der lebt das wirklich so. Digga, guck Milo an. wie stark. So, Ja. Verbesserungspotenzial. Das ist der Moment von Maelo. Maelo, Hochzeit, scheißegal. Keine Ahnung, Geburt von seinem Kind, alles egal. Aber die Dönerbewertung von Holle, das ist für Maelo Leben. Das ist der Nervenkitzel, der Maelo braucht. Das Einzige, wenn man sich verliert in dem Fleisch irgendwann, da erwischt man sich so ein bisschen in dem Standardgeschmack. Wenn man immer mehr isst. Ne? Am Anfang erst der Geschmack so und dann wird es ein bisschen standardmäßiger. Macht aber nichts. Dafür haben wir das Nicht-Selfmade-Ranking 9 von 10 Punkten von mir, weil das Gesamtergebnis ganz rund, ganz stark. Nicht Selfmade-Ranking, das reicht nicht mehr unter die Top 7. Scheiße. Zählt dieser Döner jetzt zum Nicht-Selfmade-Ranking? Da kracht's komplett. Ganz lecker ist. 9 von 10 9 von 10, Punkten. ja. Ey, Okay, Platz 8. was soll ich sagen? Gut, ne? Was hat der hingeschrieben? Bafemeso. Bafemeso. Digga, das heißt Brot zu Hause gemacht. Das heißt Brot selber gemacht. Aber der Laden heißt 8 Egal, alles. Ist einfach geil, ja? Ja, stark, Also Mann. freut mich wirklich mega. Stark. Null damit gerechnet, Digga. Freut mich, dass du dich Mega. freust. Und wir machen auch noch ein zweites Video. Wenn das schon da ist, dann werde ich es einblenden. Wir testen nochmal den teuersten Döner der Welt. Let's go, Das Digga. kommt schon raus. Du isst den, ich nicht. Du es auch. Also ich Digga. hole nicht 2, das ist zu teuer. Wir teilen.
Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen oben knallen und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann, Auf jeden Fall. Du kannst die Pistole machen? Nee, das mache ich nicht. Sonst mache ich eine Scheiße. Dann blendest du wieder ihm eine Scheiße ein. Wie du in der Hand hast. Dann bis zum nächsten Mal. Ey, geiles Video. Ich Aber glaube, 9 von 10 ist schon ein bisschen low. Honestly, also für mich, das so eine ist. Ja. ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Das war unser Döner. Das war die einzige Hoffnung für die Schweiz, in diesem Ranking irgendwie einen Platz zu ergattern. Verloren. Und wir haben verloren, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, man hat gemerkt, dass er fand den Döner gut, aber er war jetzt wirklich nicht so fett beeindruckt. Ja, gar nicht. Ich finde es einen richtig geilen Döner. Ich hoffe, Milo geht's psychisch so gut, ne, so in seinem Dings. Aber sehr, sehr geiles Video. Küsse gehen raus und ich glaube, die haben noch gebumst danach.